Froh, den sich also muss stellen, wenn man gesehen hat, wir über Jahren stramme Wursttum und noch über Jahren ein Defizit, dann ist froh berechtigt, haben wir durch die stramme Wursttum, den wir gemäht haben, an den auch von dieser Regierung weiter urgepeilt wird, ist das positiv oder negativ für die Staatsfinanzen, dann muss ich einer zum Strich sagen, nein, trotzdem stramme Wursttum sind wir immer an einem negativen Resultat rankommen. Und noch die Steuerreform, die man gesagt, die können wir als leisten. Wir haben den Nedien Sput geschaffen. Herr Präsident, ich habe immer gemeint, an meiner Naivität, wenn er eine Sput hat, dann hat er so ein Recht. Mit der Regierung hat ein Defizit von etwas 400 Millionen auf 1 Milliarde abgedreht, und das nennt sie Sput. Aber dann hat mir allein, wenn wir 2 Milliarden Defizit hätten, dann hat er noch viel mehr große Sput, dann hat er noch viel mehr große Sput für können, Gelder zu verteilen. Die verteilt 3 Gelder, die wir nicht tun. Die ganze Steuerreform muss man über Emprunt finanzieren. Dann hast du gesagt, nee, die Emprunt, die sind da, für die Investitionen zu finanzieren. Aber wenn ich gucke, was den Defizit von 16 auf 17 an Blut geht, am Budget, und ich gucke, was die Investitionen von 16 auf 17 an Blut gehen, da sind das 130 Millionen. Das kann ich so, 130 Millionen brauchen wir für ein weiter Defizit. Mit das ändert, muss ich klar so, und das Steuerreform und das Narkosalarial, die heißt dazu feiern, dass wir 1 Milliarde Defizit am Staatsbudget haben. Und der Rapport hat gestern am Wort aber richtig geschrieben, wo seht, durch die Steuerreform steigt das Defizit jetzt kurzfristig wieder an. Da wird geschwärzt von der sozialsten Steuerreform, die jemals gemäht ging. Also ich hatte meinen Bericht noch nicht mehr um die Steuerreform ranzugehen. Wir werden mit 4 Redner, aber das so präsentiert tun, will ich das dann auch noch ein Kehr diskutieren. Denn Herr Gramegna so am Background den 10. Dezember an letzte Woche noch an der Chambre gesagt haben, dass man die sozialste Steuerreform hat, die jemals gemäht ging. Und Herr Gramegna hat ein Beispiel gegeben. Er seht, der soziale Mindestlohn kriegt 61% Steuererleichterung. Herr Berger hat das damit auch noch reingehalten. Der qualifizierte Mindestlohn 42%. An den Einkommens von 10.000 Euro im Monat kriegt 125 Euro. Herr Präsident, ich will nun, dass jedem aufgefallen ist, dass er beim Mindestlohn von Prozenten geschwärzt wird und dass er beim Einkommen von 10.000 Euro im Monat von Euro geschwärzt wird. Das war sicherlich ein Lapsus, weil die Regierung sieht immer Vorrecht. Aber wenn ihr dann aber guckt, was denn die 61% Steuererleichterung beim Mindestlohn ausmachen, dann sind das 38 Euro. Aber wenn ich gucke, geht 125 Euro bei 10.000 Euro. Steuererleichterung an Departementen, wenn in die aber dann dabei rechnet, die über das neue Steuerreform kennt, da gesehen wir, dass die Haushaltshilfe als von 3.600 auf 5.400 draufgehen. Das sind 1.800 Euro weiter Appartement, die ihr kriegt. 43% davon sind 774 Euro Appartementen Steuererleichterung, die ihr kriegt. Das sind 65 Euro dem Monat. Wenn ein guckt, was überhaupt eine Person, die so viel verdient, und ein Appartement kriegt, für die Putzfrau daheim zu bezahlen, das sind dann am Blick 5.400 Euro. 43%, das geht 2.150 Euro auf den Mindestlohn umgerechnet, kriegt die Person 179 Euro dem Monat, oder kann ich so 18 Stunden dem Monat Putzfrau über den Weg von den Steuern bezahlt. Wenn wir dann noch nach den Elektroauto beiholen, was eine typisch geringe Politik ist, wo wir 5.000 Euro aufsetzen, wo aber nicht die Leute mit großem Einkommen können die aufsetzen an den kleinen, den Mindestlohn oder das kleine 7. Mindestlohn 3.000 Euro, die können nicht davon auf, dass also die gerade die geringen vernehmen als Reichen bestehen, so viel die Stimme von den kleinen Leuten kriegen. Auf jeden Fall ein Abattement vom Elektroauto, das möchte bei einem Revenu von 10.000 Euro 2.150 Euro Joa
oder 170 € dem Monat. Aber wenn ich dann auf dem Herr Gramenia 10% zurückkommen, da gesehen wir, dass den Mindestlohn 61%, das ist ein gewaltiger Prozentsatz in der Leistung kriegt, das sind 38 €. Und den Herr Berger hat mit den gesagt, der von 10.000 €, den hat nimmer 5% Erleichterung. Wenn man das dann zu Summe rechnen, was ein Direktkredit für ein Appartement, für den Haushaltshilfe, für ein Appartement, für ein Elektroauto, da kriegt dem 369 € dem Monat Steuererleichterung. Also 61% mischt 38 € aus, auf 5% mischt 369 € aus. Herr Präsident, ich habe in diesem Fall lieber 5% Steuerreduktion wie 61.